Haut op weißen Osterdach begräßen ich aus der Kirch vun Ursbild, méiwer dro vunheit sondes Mass. Et sangen Choralreunie Asbild Helling, Dirigentin as Kaiser Waldbillig Bernadette, Organisten sind den Alain an de Sylvain Bech. Wir heieren als Urgel Entrée aus der Suite Gothique vum Boelmann. Donno sangemer Sans avoir vu vu Gros Lambert a Berthier. Kurze leichte Sonntagsmesse vum Jos Peinel, Alleluia Jubilate vum Lemoine, Aria d'Almirena vum Händel, à l'image de ton amour vu l'Écho en Temple, an als Schlusslied Honneur et Gloire vum Händel. Duegel spielt als Sorti Trumpetian vum Clark. Am Numm vum Pap a vum Sonn a vum Heilige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leif Leiitheit zu Ösbild an der Kirch, a leif alle Guel, déi der iwwer Medien mat deis verbonne sit.
De Jesus ass komm an huet sich an hier mitgestalt, so hecht et haut am Evangelium iwwer d'Jünger no Osteren. Dat geschieht doch haut bei Eis. Los mat den Herr mat Fred an Eis opholen. Ihr könnt bei Eis durch Geschenk vu singem Wut a vum gedeelten Brot. Anhaut sondig vun der göttlicher Barmherzigkeit will man seiner Bämen obeis an obeis Liewen elo Ruf rufen. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis Sohn, soll eis Schuld lolossen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte.
Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens ein Schatten auf einen von ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle wurden geheilt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Leefschwestern a Brider, depriméiert sinn, d'Flemm hunn, de Latz hunn, so klengen oder großen Durchhänger, wo gonneich mi geht. Wir kennt dat net. Dieselbe Stimmung am Evangelium. D'Jünger ho sich verkroch. D'Ambiance bei hinne war op engem Davepunkt ukom, lang Gesichter. Et hätt den Luft kënne schneiden. All ihr Dream wäre wei Seefe blose geplatzt. Trauer an Angst hu sich nom Dod von ihrem Meester umkreiz bret gemäht. An dieser depressiver Situation tritt de Jesus bei seine Jünger heran an de Saal, durch die Zauendieren durch. Könnt an hier Traurigkeit. Scheint Bild für Eis. Gne dann, wann es eis dreckig geht, wann man nicht mehr an nach aus wissen, wann man Davepunkt ukom sinn, dann darf man darauf vertrauen, der Jesus ass bei Eis. Tritt bei Eis an. Könnt an Eis Traurigkeit an neicht, kein Wand, kein Trennung kann aufhalen. Die Jünger am Evangelium freuen sich. Mit dem Antriede vom Jesus huet Traurigkeiten en, Trauer verflitt. Rümmen Hinweis für Eis. Dem Jesus als dem Oberstanenen begegnen, dat bringt Fried. Angst an Trauer verginn. Lo lässt sich gut leben. De Jesus will eis mat seiner Präsenz stärken, an ihr will Optimismus an eis Leben bringen. Aber nicht nimmen dat leif alle Gue. De Jesus schickt seine Jünger heraus. Wie de Pap mich geschickt tut, so schicken ich euch. De Jesus encouragiert seine Freunde herauszugehen. Sie brauchen sich nicht mehr zu verkreichen und anzusperren. Aber sie sollen oben Neids abbrechen, für die gute Botschaft von Gottes Reich zu verkündigen. Lo geht das Abenteuer recht richtig los. Einerseits bei aller Fried über dem Jesus sein Dasein, Trauer und Angst muss für dich mal überwunden gehen, verschafft gehen. Der Jesus spielt, die Jünger sind noch nicht bereit. Sie brauchen neue Energie. Das ist den Heilige Geist. Diese Geist soll die Jünger in Bewegung bringen, neu lancieren, aufheiren, reloaden. Hier verdrängt Angst und Latzigkeit und unterstützt die Jünger bei ihrer Mission. Lo können sie neu aussetzen, neu erkräftigt durchstarten. Vielleicht hat doch einfach sein Bonjour sie encouragiert. Den Oberstandene sot wie kaum Frieden sief mat ich. Et klingt für mal wie ein ganz banal Begrüßungsfloskel, wie sie am allen Orient üblich war, a bis haut ass. Shalom, Salem. Hier schärft an ihr Dave krit die Orient Friede sief mat ich, aber dodurch, dat sie dat echt Wort vom Jesus aus den Aposteln ass, sind dat Passion se vun den Neen getrennt hat. Eigentlich mis ihr méi gene soen, seit Jünger de Jesus verloss, verlegend a verroden hatten. An der Nucht vun der Passion hatten sie sich jo net grad rühmlich beholl. De Petrus hatte Jesus gleich 3-mal verlegend, aber behabt, als Feischheit, giffen net kennen. Als sie all sie fortgelaf, goufe bei segem Leidener Stierwe net mehr gesinn, wo ihre Meester ihre Beistand am dringendsten gebraucht hätt. Op diesem Hintergrund klingt dem Jesus ein Groß schon ernst,
Frieden sief mat ich. Das wie eng Opfer vun Versöhnung. Ich sinn net beis mat ich. Ich sinn net Rosen. Du fällt ke Wut vu Schuld, ke Reproch, kein Batterket. Kein Konten, die reguliert gin, kein Hinchen, die gerupft gëtt. Frieden. De Jesus mecht hinne ke Vierwurf. Konfrontiert ze net mat ihrem Versoen. Mir baut dei durch d'Schuld vun de Jünger zersteiert Relationerem op. De Jesus baut eng Brick vu sich bei sie. Gëtt hier Freundschaft net op, an akzeptiert sie weiterhin als seg engsten Matäbichter. Schickt sie aus engem Numm heraus. Frieden sief mat ich. Diese Großleif mat Christen kann noch eis weh opweisen, wemer Ostere feiern, an eis frohen wettest fest, dat 50 Deeg lang dauert, mat eis ze dien huet. Weil am Friedensgros seht den Herrgott eis zo, dass sie ent Welt net fallen lässt. Aber an Jünger, weil sie hier verroden hun, flüchtig gesinn, och nachher so schöllig Jesus gesinn. Aber an Menschen hier Gewalt und ihm auch nachher so ausgetobt hun, wie sie hier gegeißelt, verspott, Materie gekränkt, gekreuzigt hun. Gott lässt es Welt nicht fallen. Hier mutzt nicht. Ostere seht eis, dass Gott gratis Welt nei begnadigt, an begradigt, dass ihn un hier an un Eis festhält, obwohl es so viel Schuld an Unfrieden gött. An dems Gott die Gekreuzigten zurück an Leben hält, weist denn, dass mehr stärker ist wie all Schuld, die sich an ihm ausgetobt huet. Überwinden Hass an Tod, bleibt den Eis treu. Der Jesus baut für sich aus die von den Menschen aufgebrachte Beziehung mit ihm op. Streckt eis eng versöhnend Hand entgeint. Schenkt eis de Frieden, den d'Welt net gi kann, weil d'Welt gnadenlos kahl aufrechend. Frieden sief mat ich. Das du für eise Satz an diesem Evangelium. Weil auch eis gëtte Frieden durch den Oberstandenen zugesot. Für dich Mal gilt das ganz persönlich für mich, für dich, für jidereen. Du gëtt die Futtis Hoffnungen, Dream, aber auch Beziehungen an unserem Leben, die eis verbatteren. Du sind die innerlich Wunden, die man mat eis rumschläfen, vielleicht schon lang, an die eis Leben behindern. Vielleicht sind sie mal nach Gunnet zicatrisiert. All dem, was das Leben schwer erbatter mischt, als am Oberstandenen de Frieden ugeboden. Frieden sief mat ich. Das Versprechen bleibt aber nicht bei Eis stehen. Da sucht der Satz für Eisbeziehungen zu anderen Menschen, besonders für die Beziehungen, die belascht auf Schuld markiert sind. Der Jesus schenkt seine Jünger mit dem Heiligen Geist an engemst Aufgabe an der Welt Sünden zu verzeihen. Das heißt, die gebrachte Relationen zwischen Gott und den Menschen und auch zwischen den Menschen zu heilen. Die Aposteln sollen die Verzeihung weiterschenken, die sie selber erfuhren. Sie sollen Frieden stiften. Da das dann noch eins aufgab, de Frieden an die Welt drohen, an überall, wo Unheil ist, Versöhnung bringen. Liefren, Frieden sief mat ich. Dat echt Wort vom Oberstandenen aus den Jünger, als ein ganzen eichterliche Programm, nicht nimmen Demos, wie auch Haut. Wurde aber auch nach über den Thomas, den ungläubigen Thomas. Hier lädt am ersten Sinn vom Wort de Fanger an d'Wonn. Lässt sich nicht aufspeisen mit schnellen Antworten. Bleibt nicht resigniert an der Angst. Ringt de Glauben, bekennt sein Zweifel. Lässt nicht labber, will de Fanger an d'Wonne lehen, do uppacken, wo et weh deet. Das ist aktuell, de Fanger an d'Wonne lehen.
sich nicht aufschotten an einem geregelten Glaubensleben, mit schnellen Antworten, die kein Mensch mehr interessieren, an die Chemie hören will. Zweifel zulassen, sich aussetzen, wie die Jesus, an dahin gehen, wo es weh tut, a Platz hanner Zonen Dieren sich zu verkreichen. Gewiss, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jo, glücklich den dat kann. Verstehst du mich aber auch für all die wie den Thomas, de Fanger an die Wunde lehen, an de Krankheiten von der Kirche, an de Verletzungen vom Leben, an der Dekadenz von unserer Gesellschaft, an der Not vom Alldach, am Drama von der Welt. Raus aus unser Bloß, sich dem Leben als einer Komplexität, a Kompliziertheit stellen. Da bleibt der Glaube liewig, da geht er nicht rastig. Da kann, liebe Brüder und Schwestern, Futtiges ihrem Heil gehen, dodiges Abbrechen an zur Oberstehung kommen, an der Kirche, an der Gesellschaft, an der Welt, an unserem Leben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, als den Obersterne bist du heier neiser mit. Du leseist an der Söse Menschen nicht lang. Wir beten für alle Christen auf der ganzen Welt, die sich meinen, dem Glauben in dieser Familienberuf ein Gesicht zu schenken. Herr Gott, heia eis. Wir beten für alle Menschen, die sich eis uvertraut tun, an einer schwieriger Lebenssituation eis Begleitung brauchen. Herr Gott, heia eis. Und wir beten für all die Menschen, denen ihre Glauben an Gott durch Krieg, Gewalt und Katastrophen hart geprüft und verunsichert ist. Herr Gott, heia eis. Wir beten für all die Menschen, die wegen ihrer Religion verfolgt gehen, an ihre Glauben nicht auf Freiheit leben können. Herr Gott, heia eis. Wir beten für uns Verstorben, die uns an den Ewigkeit vorausgegangen sind. Herr Gott, heia eis. Herr Jesus Christus, ob dich vertraue mir. Geh mit uns durch diese Zeit, erweise es immer im Neuwehr, die zu lichter Leben feiern, sodass wir dich fanden, haut an all der, bis zu deiner Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Mass als Stiftung für die Familien Guden, Schorn, Weidert, Entringer, Meisenburg, Misch, Wohltäter, Stiftung für die freie Pasteure und Diakone von Ursbild, Jean-Pierre Merz, Arsène Braun, Marcel Greten, die verstorbenen Membre vom Kirchenrat. Nimm sie alle auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt wird. Eise, Pap am Himmel, dein Name sei geherrlicht, dein Reich soll kommen, geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das tägliche Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wie mach uns frei vom Bösen, weil dein das Reich und Recht und Herrlichkeit für immer und ewig. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Mit deinem Geist.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Alleluia. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Bußgum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Alleluia, Alleluia. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Ursbild. Den nächsten Sonntag überdrohen wir die Mass von Weiler La Tour. Und los schalten wir zurück an den Studio.